Willst du dich verarschen? Was? Das ist doch kein Regenbogenglas, du Idiot. Das ist angemalt. Bist du dumm? Er hat mich verarscht! Das war ein Prank! So, wir sind geprankt worden! Ja, das bin ich. Wie zur Hölle bin ich als kleiner Schweizer YouTuber in Madeira bei Simon Unge gelandet. Mein Name ist Mael und ich erzähle euch mit knapp 6 Monaten Verspätung eines der krassesten Erlebnisse meines Lebens. Angefangen hat alles damit, dass Unges legendäres Regenbogenglas von Evanio geklaut wurde und dieser es dann in die Toilette reingehalten hat. Ich weiß bis heute nicht, warum man sowas macht. Ich finde Toilettenwasser gar nicht so ekelhaft. Evanio, das Schwein. Sorry, ich bin eine kleine Prinzessin. Ich werde Vater. Daraufhin wurde Simon sauer, Evanio kam ins Schwitzen, hat meine Videos zum Regenbogenglas gesehen und ist dann bei mir in die Insta-DMs geslidet. Das Ding ist, du hast das Regenbogenglas aus der Schweiz. Digga, ich bitte dich um alles. Also wirklich, ich bitte dich gerade richtig darum. Bitte schick mir die Scheiße zu. Dieser Moment war für mich übel weird, weil ein YouTuber, den ich schon Ewigkeiten verfolgt habe, mir einfach auf einmal eine Insta-DM schreibt. Hä? Ursprünglich wollte Evanio der Schlingenlaber, dass ich ihm das Regenbogenglas einfach so nach Madeira schicke. Okay, hätte mir vielleicht 100, 200 Euro gegeben, aber einfach so. Meine Antwort war dann so: nee. Denn parallel dazu hatte ich schon meine kleine Serie zum Schweizer Regenbogenglas gemacht, indem ich Simon Unge mein Glas schmackhaft machen wollte. Und das Glas dann einfach so nach Madeira zu schicken, hat mir nicht so in den Plan gepasst. Aber weil Evanio so ein Schwein gewesen ist, Nehmen Sie auch hier Regenbogengläser? Was ist ein Iberogast? ist dann etwas passiert, mit dem ich niemals im Leben gerechnet hätte. Okay, also, kein Bock so viel zu schreiben. Wir müssen halt das so lenken, dass Evanio es halt komplett glaubt. Und dass er es halt wirklich auch so sozusagen, wie wir es planen, dass er das Ganze mitspielt, ohne es zu wissen. Das wäre halt wichtig. Und dann wird es so ein heftiger Prank. Also ich fände es cool, wenn du vorbeikommst. Also bist herzlich eingeladen. Zusammen mit Unge Evanio verarschen und dann noch nach Madeira zu Unge gehen? Was? Ich war einerseits mittendrin in der Produktion von dieser Videoserie und andererseits habe ich noch meinen Bachelor fertig gemacht. Also ich musste noch lernen für die Uni. Ehrlich gesagt habe ich im Nachhinein überhaupt keine Ahnung, wie ich das alles geschafft habe. Morgens ist meine Stimme mal komplett dead. Also, der Prank an Evanio lief wie folgt ab. Evanio fliegt in die Schweiz, ich übergebe ihm das Paket mit dem Fake-Regenbogenglas, wobei ich ihm gesagt habe, dass er es einfach nicht auspacken darf, wegen Überraschung und so. Danach fliegt Evanio zurück nach Madeira und ich fliege einen Tag später auch nach Madeira. Während Milo aus der Vergangenheit jetzt nach Madeira fliegt, muss ich jetzt für Unge, für Weihnachten, noch was organisieren. Dafür muss ich an einen ganz bestimmten Ort zurück, an den Ärgererbach. Simon, ich weiß ja, Madeira ist eine wunderschöne Insel, aber das hier ist der Weg, auf dem ich jetzt in die Ärgerer runtergehe. Ich bin da. Darf man einen Stein überhaupt versenden? Scheiß drauf. Also ich suche jetzt kurz einen Stein, der perfekt auf Simons riesiges Grundstück passt. So fly day Chinatown. Ui, was ist das denn? Nee. So, das sind jetzt die 2 Prachtexemplare, so ein bisschen dunkel. Ich habe jetzt kleine genommen, weil ich nicht auf dumm einfach das Paket so viel schwerer machen will. Aber das Wichtigste, so sagt man hier in der Schweiz, ist die Geste. Wunderbare Steine und die tun sich extrem gut, auch in der Natur Madeiras. So eine Scheiße. Simon, du musst bedenken, du bist dann der einzige Mensch in ganz Madeira, der Steine vom Ärgererbach hat. Das gibt's nicht wie Sand am Meer. Simon, als Dank für deine Gastfreundschaft und dass ich bei dir pennen durfte, schicke ich dir Steine? Geschenke kriegt ihr dieses Jahr nicht. Natürlich habe ich auch Schokolade! Scheiße, ist die etwa nicht vegan? Ey, natürlich ist die vegan. Diese Schweizer Schokolade und diese veganen, schokoladigen Weihnachtsmänner und diese Steine, ich hoffe, das ist legal, ich habe sie desinfiziert, werden nach Madeira geschickt. Bestes Weihnachtsgeschenk, oder? Ey, inshallah, das ist noch vor Weihnachten bei dir. Geschenke kriegt ihr dieses Jahr nicht. Und sonst ist es fürs neue Jahr ein ganz spezielles Geschenk, was ich jetzt noch nicht zeige, möchte ich dir aber 2022 persönlich vorbeibringen. Ich komme sonst auch als DHL-Bote. Ja, und dann bin ich in Madeira bei Unge angekommen. Extrem aufgeregt, aber ready, Evanio in Ungeklickt live zu pranken. Von Evanio und Maelo. Und da ist noch ein Zettel. Hier öffnen. Erst im Stream öffnen. Oh, hast du dich dran gehalten? Ja, habe ich ja wirklich. Ja, okay. Das Schweizer Regenbogenglas-Zertifikat. Weil das ist das echte. Hier, das ist absolut wichtig. Das ist so ein Moment in meinem Leben. Oh mein Gott.
So, ne? Wow. Oh mein Gott, das ist hübsch! Das ist so hübsch! Willst du dich verarschen? Was? Da ist Papier drin. Keine Sorge. Nein, willst du dich verarschen? Was? Das ist doch kein Regenbogenglas, du Idiot. Das ist angemalt. Bist du dumm? Er sagt einfach, es ist hübsch. Er hat mich verarscht! Willst du mich verarschen? Das ist einfach angemalt. Das ist einfach kein Regen, das ist einfach irgendein Glas. Schwör jetzt in die Kamera, wusstest du das? Schwöre auf deine Familie. Ich schwöre auf deine Familie, ob du was wusstest. Ich schwöre auf meine Familie, ich habe wirklich nichts damit zu tun. Ich habe einfach nur das Paket angenommen, mehr nicht. So, ich hab's gar nicht bemerkt. Wie hast du das direkt gesehen? Ich hab's gar Ja, nicht Digga, gesehen. es sieht doch aus, als wär's von Kind bemalt. Für Unge. Was ist das? Ey, wir rufen Maelo an. Was ist das für eine Wir Verarsche? rufen Maelo an. Du kannst dich am Arsch lecken. Nein. Du kannst dich am Arsch lecken. Ey, wir müssen ihn anrufen. Ich hab's doch schon. Soll ich dir was erzählen, Evanio? Du dachtest nämlich, du könntest mich pranken. Aber alles, die ganze Reise in die Schweiz, das war alles ein Prank. Wie? Das war alles ein Prank. Das war alles ein Prank! Du bist jetzt geprankt worden! Ich hab dich nämlich geprankt! Ja, weißt du, wer ich das habe? Ja, Maelo wahrscheinlich, ne? Maelo ist schon die ganze Zeit hier auf Madeira. Ey, verarscht du mich gerade? Nein, das ist offiziell. Ist er gerade der da, oder was? Ach so, oh mein Gott. Dachtest du? Er dachte, das wäre Maelo. Wir haben ihn hops genommen! Danke Simon für dieses wahnsinnige Erlebnis und danke hast du dir die Zeit genommen, mir Madeira ein bisschen zu zeigen. Ich wünsche dir, deiner Familie und deinen Freunden nur das Beste. Oh mein Gott. Vor allem, er hat's gesehen. Er packt es auf. Er sagt so, oh wie schön. So ein Loser. Er ist doch nett, aber Richtig schönes Glas.